Cool am coolsten. Das gilt garantiert für unser neuestes cooles Pokémon und zwar das Cosplay Pikachu. Genau, Pikachu. Das einzige Pokémon, das hier wohl scheinbar richtig sprechen kann. Naja. Wie gesagt, jetzt ein paar haben wir damit richtig schön Wettbewerb abgeräumt. Seht den ganzen Wert hier. Alter, hier gar nichts irgendwie, oder? Hier kommt dann langsam mal etwas. Aber das Teil ist echt eine Bombe. Tja. Was natürlich noch den Faktor Barscher Milotic betrifft, will ich wie gesagt in diesem Let's Play will es halt so machen, dass wir mit Milotic auf die alte Standardweise trainieren. Sprich, dass der Schönheitswert bei Barschverhalt hier wirklich auf Maximum sein muss. Sprich, ihr seht ja hier schon bereits, der Stern ist zwar schon ausgefüllt und so, aber wir haben jeweils oben, links, rechts und natürlich auch links und rechts schräg jeweils, haben wir noch doch noch relativ viel Platz und das muss dann bei Barsche wirklich alles, bei zumindest Schönheit-Faktor muss da alles weg sein. Alter, das wäre noch richtig übel. Und damit sind wir wieder zurück beim Thema und soll euch erstmal das Cosplay Pikachu ablegen, weil es war schön und so, ganz cool. Jedoch will ich jetzt wie gesagt wieder aufbrechen zu neuen Gefilden, also nicht unbedingt zu neuen Gefilden, sondern vor allem halt mit dem Abenteuer weitermachen, Richtung nächsten Orden. Und das heißt, wir gehen jetzt mal wieder. Tschüssi Leute, tschüss. Alles cool. Jetzt endlich mal ein Wiesen verloren, ein bisschen umgucken. Pokémon, was zu sagen? Okay, da ist der Typ. Wir gucken jetzt irgendwo noch ein Item, glaube ich. Siehst du die Höhlen in den Pokémon-Supermarkt? Da ist ein Typ, der die Felsbrocken aus dem Weg räumen will, um auf die andere Seite zu gelangen. Es wäre echt toll, wenn das klappen würde. Ein Besuch im Meteoros City wäre dann ganz einfach. Ja, Leute, das klappt auch. Dazu gleich mehr. Irrgewicht wird, es auf die sauberen Kreuz leben. Da hilft auch schwachen, kranken Menschen. Okay. Das eigentlich wäre ein Item, aber okay, scheinbar doch nicht. Hallo. Mein Knie ist verschwunden. Eben war es noch beim Schild, wo es wohl hin ist. Unsichtbar? Nee, wohl kaum, wa? Ein Schild von hinten lese ich natürlich auch nicht mehr. Heikes Haus. Heike? Das ist der Heiko. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es es mag. Oh, dein Pokémon. Es gewinnt so langsam dich. Es glaubt an dich. Schön, wa? Mein Pokémon, es glaubt an mich. Es glaubt daran, dass wir Pokémon-Meister werden. Ja, schön wär's. Servus. Wer lebt hier alles? Schöne Baumhäuser. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt unterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt, deswegen entscheidet jeden Tag nach ihm. Okay. Oh, du bist es. Heiko ist allerdings nicht hier. Nachdem er im Malmfroh City gegen dich verloren hat, ist er losgezogen, um stärker zu werden. Es müssen die Pokémon gewesen sein, die ihm so viel Lebensenergie und Hoffnung gegeben haben. Jo, waren sie auch? Moment mal ganz kurz. Ist aber schon irgendwie ein Ehepaar, wa? Hier ein Einzelbett, hier ein Einzelbett, zwei dicke, fette Wände. Okay. Flitterwochen, wa? Weit von hier im Prachtvolles City wenn es die Pokémon-Liga. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. Jo, wer bist du? Die Pokémon-Liga muss die Top 4 hintereinander besiegen. So sind die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, muss die Herausforderung von vorne beginnen. Das wird uns aber nicht passieren. Denn bis dahin sind wir schon übelst mächtig stark. Jo, zumindest. So, erstmal gucken, wer bist du? Du bist auch der Themenfuzzi, wa? Nein, er ist der Luxusball, Nestball und der Heilball. Ein Pokémon mit besonders niedrigen Levels sehr hoch ist, aber trotzdem 1000 pro Ball. Bist du wahnsinnig? Er füllt alle Kabel des gefangenen Pokémon auf und behebt alle Statusprobleme. Aber sonst glaube ich wie ein normaler Pokéball. Naja. Erstmal ein bisschen verkaufen und zwar. Oh, muss ein bisschen sortieren. Ja. Wir müssen so viel tun. So viel, zumindest ein Nugget verkaufen. So, dann noch etwas. Nö, der Rest passt so. Ein Simsalanit, ein Voltensonit, ein Flunkfrendelit, ist ja egal.
Nun gut, ja, gerne. Und zwar, was ich noch gerne hätte, noch keine Ahnung, okay, bei 12.000, das war nicht weiter verwunderlich, waren ja noch ein paar Superbälle. Die müssen nämlich reichen bis so halt, ja, den 4., 5. Orden rum, weil dann sind die Pokémon schon ein bisschen stärker und dann braucht man dann doch langsam einen Hyperball. Damit's einfacher, ja einfacher für uns wird. So, ja, das noch, ein Beleber. Wir sind doch sonst schon richtig belebend. Hyperheiler, er kann auch ein paar noch schaden. So, sind wir an der Front schon mal gut. Ja, nur ein Schutz. Egal. So Leute, geht mal ab hier in die Höhle. Und zwar, mein Papa hat mir erzählt, dass der Tunnel voller Scheuer-Pokémon sei, den laute Geräusche zu arg zusetzt. Aus diesem Grund muss auch das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt einen Mann, der versucht, den Tunnel alleine weiterzugraben. Mit bloßen Händen, ist das nicht krass? Oh, war am lebensmüde. Hier gibt es ein Flurmel, Leute. Überall alles voller Flurmel. Wie sieht es denn mit dem Level aus? Ob wir noch irgendwie eins, was ein Level abkriegen könnte? Junglub vor allem und dann natürlich die anderen zwei auch noch. Dann wäre es wieder mal Zeit, ein bisschen den Teil anzuschmeißen, wa? So, haben wir irgendwo Pokémon? Ein Ausgang. Die Route 116. Wer bist du? Ich habe meine Brille verloren, kannst du mir helfen, zu finden? Da ist dran. Wo könnte die Brille denn sein? Tja. Kabel bloß, ist noch die Brille? Nee, ist eben nicht. Die Brille war, glaube ich. Was? Ganz kurz. Hier ist sie. Das Schattenglas. Ist das der richtige oder was? Hey Kumpel, das ist der richtige hier. Ich habe ein Schattenglas gefunden. Hallo, jetzt. Brille verloren, kannst du mir. Diese Brille darf man kurz sehen. Ein Schattenglas war. Das war es leider nicht. Ich habe meine Brille bloß wieder liegen lassen. Haut der eine wieder ab, wie damals, ey. Nun gut, nun gut. Hier ein Schattenglas für Unlichtattacken zum Verstärken. Ist cool, wenn du was für unser Plan hast. Andererseits hat das hier bereits einen Wundersaat. Das ist momentan auch nicht gerade schlecht. Also von dem her nochmal sagen, lassen wir es mal so. Und heben uns das Schattenglas noch auf. Ja. Ein wandernder Berg nennt man kann auch schon mal einen Bergmenschen. Wenn ich mal frage, warum nennt man einen Pokémon im Berg nicht auch einen Berg-Pokémon? Tut man. In Kalos zum Beispiel. Gibt es ja auch den Berg-Pokédex. Oder? So ungefähr zumindest. Los Chaos! Steht immer ein bisschen Chaos bei dem kleinen Stein. Naja, tschüss und weg, war. Stopp! Ja, der Stab, der haut rein. Und mach Holo. Ups, das ist ein Kampf-Pokémon. Ich bin Gestein Stahl, das heißt vierfacher Schaden. Tschüss. Das ist mir zu krass. Aber dafür haben wir einen Atomic. So, Atomic. Wie ich es von dir gewohnt bin, Kumpel. Immer wieder zuverlässig. Sehr schön, dankeschön. Junglot. Tunnel. Zickzacks. Und auch der Typ, der ist down. Ja, so down. So, ich bezahle wieder aus. Momentan reicht es ja. Okay, wir haben noch einen Pokéball. Ein Top-Äther. Ein Äther. Äther? Nein, Äther. Hallo? Auf der anderen Seite dieser Felsen wartet mein Freund auf mich. Er kennt den Tunnel nicht nur, um mich zu sehen. Nein, er reißt sich die Hände zum Wohle aller auf.
Und diese Felsen können uns den Weg räumen. Aber doch mit meiner Kraft alleine? Oh, dann Pokémon beherrscht Zertrümmerer. Woher weiß die das? Kann das spüren? Dann renne bitte um dich. Ja, machen wir schon. So ein kleiner Felsen ins noch daran. Nee, ich kann nicht mehr. Ich habe schon keine Hände mehr auf dem lauter Baggern. Wir kriegen da Stolosneed. Natürlich perfekt, wenn unser Stolunio dann Level 42 erreicht hat für die Endentwicklung. Kann ich damit anfangen? Tschüss. Ja, ich weiß nicht, wann wir hier einen Megastein kriegen. Ich glaube, das können noch eine Weile dauern. So, jetzt können wir eigentlich immer jederzeit halt von Metros Zeit nach Riesenflug gehen. Wollen wir jetzt momentan nicht, weil wir haben ja anderes zu tun. Wir wollen ja zum 4. Orden. Natürlich über den Umweg über Flurmel. Wohlgemerkt. Chaos, Chaos. Level 8, tschüss. Was bringt mir das? Das gibt nie im Leben genug Erfahrungspunkte, um es zu farmen. Never ever. Tja, mal sagen, auf zum Kunstrad und los geht's! Und das Licht, ja, das Licht, das führt uns. Aber was zum Catchen hier war. Nee, momentan will ich das aber. Oh, mein Doppelkampf war noch ganz cool. Ein Doppelkampf wäre cool. Ich frage mich, ob es hier eigentlich auch Himmelskämpfe und Dreifachkämpfe und so gibt. Also sprich natürlich auch, wie ist denn schon wieder? Reihumkämpfe, also Dreifachkämpfe können sie unterschiedlich irgendwie ausfechten, ich weiß den Namen nicht mehr. Ob es die irgendwie auch hier gibt und natürlich noch die Hordenkämpfe, nicht wahr? Wobei die soll es hier sogar in einer ganz speziellen Form geben, habe ich mal gehört. Ob es wirklich so ist, naja. Das werden wir garantiert noch erfahren. Was machen wir jetzt hier? Ja, die Konfusion, die bringt's. Und die kriegen spezielle Erfahrungspunkte. Autsch. Das war ein spezieller Schaden. Und das gibt eine spezielle Beute. Chaos hat beinahe das Level up. Das ist doch so krass. So, und tschüss. Kunststück for the win, jemand! Cool, wa? Ja, das Kunstrad, das hat was und vor allem kann es was. Aufs nächste Ziel! Was war noch unser nächstes Ziel noch gleich? An der Schlotberg. Kannst du doch gefälligst ein bisschen, sonst schimpft uns Kalle wieder aus. Der Schlotberg. Bis wir doch dort sind, schon noch ein langer Fußmarsch entlang Route 112 bevor. Hätte mir bloß irgendwann eine kleine Frischung für unterwegs besorgt. Ja, was soll's, tschüss. Team Magma also und Kalle. Wer mag wohl Kalle sein? Ja, Kalle ist eben Kalle. Ah, wieso geht das nicht gemeinsam? Das ist so doof. Egal, raus damit. Die Musik ist geil, wer bist du hier? Ja, die Familie ist sicher rausgekommen und viel miteinander gekämpft. Hinterher war kaputt. Es stimmt, die gibt's ja auch noch. Ich glaube, die waren sogar ein bisschen speziell drauf, wa? Und Chaos immer noch der schwächste von allen. Tja, Chaos mache bloß mit dir, wa? Nachher Kokiri, Atomic. Und Jungo ist eigentlich schon ziemlich stark dafür, dass wir halt erst 3 Orden haben. Na dann, los geht's! Hallo, ich will dich nicht lange aufhalten, denn ich sehe, dass du auf Reisen bist. Was hältst du davon? Du trittst mit deinen Pokémon gegen uns 4 Familienmitglieder hintereinander an. Tja, eigentlich wie die Top 4 war. Bist auch ineinander. Das Kampfgeist mag dich. Nach dem Kampf magst du mich nicht mehr, garantiert. Oh, eine ganz blöde Wahl, eine ganz blöde Wahl. Also hier muss echt viel passieren, dass ich jetzt verliere. Mit Stolunio wohl kaum. Denn Chaos hat ja den Felsgrab drauf. Mir wäre so eine Steinkante lieber, aber es geht auch. Und da haben wir auch schon das verdient Level Up für Chaos. Noch 8 Level, Freunde, in Entwicklung. Oder was, 31? Ne, gibt 32. Das sieht auch normal, halt echt tauschen, ja, wieso nicht, wa?
Es sollen ja, wenn möglich, alle noch im Verlauf des Partes ein Level-Up, also im Verlauf von den 4 Pokémon warten, Level-Up kriegen. Und der Part dann nach knapp 5 Minuten, also aber nicht mehr so viel Zeit. Hier, ich mag dich. Ja, das ist klug, Fee gegen Fee. Denn ich kann mich damit einfach heilen. Das, wenn es fertig ist. Nein, keine Sinnebeere, ich hasse die Beeren. Take this. Und da ist es auch schon da. Hauen, yo Mann! Und Victor ist besiegt. Oh, du bist stärker als du aussiehst. Danke. Glaube ich. Hey, ich habe einen starken Trainer gefunden. Okay. Tja, erst der Papi, nun die Mutti. Oh, du meine Güte, bist aber jung. Dazu musst du ein sehr guter Trainer sein, wenn du meinen Mann besiegen konntest. Nun bin ich in der Reihe. Die Frau ist stärker als der Mann. Okay. Ja, wieso nicht? Ich weiß nicht, dass eine Frau nicht stärker sein kann. Im Gegenteil. Pflanzegift. Tja. Tja, nö. Ja, wieso eigentlich nicht? Warte mal gucken, was er eigentlich so drauf hat. Oh Leute, Chaos kommt im Kampf gegen den 5. Arenaleiter, sprich gegen unseren Vater, noch so richtig schön zum Zug. Das wird so geil. Freuen wir schon drauf. Felsgrab gegen Gift? Nee, wäre ja Boden. Eisen gegen Pflanze bringt auch nichts, sprich Stahl. Na, doof. Versuch's trotzdem. War klar, den Regelsamen. Beinahe gereicht. Oh Mann, der Stab. Der Stab. Das Vieh nervt langsam. Wir würden sagen direkt KO, wa? Nein! Oh, Alter. Also das war unfair. Nein! Wow! Ach, wie stark du nur bist. Tja, hat er gewarnt. Mütterchen. Haha. Du hast einen starken Gegner, ein starker Trainer, ein mega starker, sag ich euch. Wer kommt jetzt? Die Tochter? Du bist stärker als Mami? Wow. Aber ich bin auch stark, wirklich, ganz ehrlich. Wag ich zu bezweifeln, die Sieglinde. Mädchen heutzutage ist auch ein krasser Name, was? Sieglinde. Erinnert mich ein bisschen an Nymphadora. Naja. Okay, Wasser-Pokémon. Soll ich tauschen, wäre eigentlich klug, aber andererseits, okay, Stahl bringt da nichts gegen Wasser. Nein, jetzt verwirren. Oh, Alter. Ich will doch bloß Chaos trainieren, soll es doch noch entwickeln. Schon bald, wenn's geht, ich hasse dich. So, das war cool. Kann man Feuerboden und Tschüss. Fee bringt nichts. Psycho wird das bringen. Das wäre sowieso fehl. Das Bodentyp hat natürlich. Alter, okay, Feuerboden momentan noch Probleme auszudecken, wie man sieht. Das müsste eigentlich mit Brutalan unterhalten, natürlich mit Milotic, also Wasser-Pokémon. Obwohl ja Walreis wegen Wasser-Eis eine Typkombination her besser wäre, aber Walreis, Eis nicht so recht. Ich meine, klar, wäre ein cooles Pokémon, kein Problem. Aber weil er halt wegen Barscher Milotic, weil das schon eine Herausforderung wäre und das natürlich auch sehenswert ist, wird er schon irgendwie zeigen in ihrem Let's Play. Zum Glück ist Freund effektiv gegen Fee. Ja, Saublatt macht nur einen halben Schaden, also Normalschaden halt. Wenn es aber kein Stab ist, kriege ich keinen Bonus. Konversion ist halt Stab, kriege ich Bonus. Kampfstrahl ist nett, aber jetzt für ein Einzel-Pokémon, vor allem so eine Schwäche, ist nicht wirklich nötig. Diebeskuss ist halt Feen. Fee macht bei Feuer-Pokémon nur halben Schaden, deswegen nochmal die Konfusion. Alles halt ein bisschen strategisch. Komm schon! Knilz, knilz! Ich knilz dich! Was? Confusion! Oh verdammt.
Megasauger! Was du kannst, kann ich schon seit gestern. Haha! War aber knapp, ey. So, ich will nicht mehr daneben fehlen, deswegen Zauberblatt. Macht nur halben Schaden, aber trifft dafür garantiert. Und ihr seht schon, der Part ist bereits vorbei und wir haben noch einen Trainer vor uns. Verdammt! Also müssen wir uns beeilen. Sag bloß, ich habe verloren? Ja, wundert dich das jetzt oder was? Das ist gemein. Oma. Oh verdammt. Nein, es kommt die strenge Großmutter. Wie konntest du nur meine Enkelin zum Weinen bringen? Schäm dich, da werde ich deine Pokémon ordentlich in den Mangel nehmen. Mach dich was gefasst. Hilfe, meine eigene Großmutter. Von Siggers Wiki, ist das klar, Alter? Hilfe, Medit hier. Chaos, Kopf würde man sagen, wa? Jo, das bringt gar nichts, weil es ist erstmal schneller und zweitens einen Kampfattacke und ich bin down. Und zwar sowas von down. Deswegen erstmal Milotic wieder. Milotic sage ich schon, komm mal Milotic. Atomic. Mensch. Denn der hat zum Glück ja ein paar Feenattacken. Haha. Mal gucken. Liebeskuss noch bitten darf. Noch schnell das Teil. Autsch. So, geht doch. Es lebt der Fee-Typ. Ich glaube echt, der wirkt halt gegen Unlicht, Kampf und Drache. Und Drache wirken echt nicht bei Federfingern noch so krass. Du bist stark, mein Engel hat recht. Jo, danke ja. Man sind also alle Kassen, kann doch mal ganz kurz mit rein, ja? Nett, aber nicht mehr heute. Ich übernachte gerne hier draußen, denn der Part ist bereits vorbei. Und wie es weitergeht hier mit den Siggers, das erfahren wir dann in einem nächsten Part hier bei Pokémon Omega Rubin, wenn die Geschichte, wie es scheint, wohl noch lange Zeit weitergehen wird und wir natürlich noch herausfinden müssen, was denn Team Magma noch so alles vorhat. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Hier. Speichern. Und tschüss.